Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie natürlich auch alle herzlich willkommen heißen im Namen unseres treuen Herrn und Heilands Jesus Christus zu diesem Gottesdienst hier heute Morgen in der Zionshalle. Und bevor wir ins Wort einsteigen, will ich auch noch mal kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben wirklich allen Grund, dir Dank zu sagen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast und dass wir jetzt zusammen im Aufblick auf dich diese Gemeinschaft haben dürfen, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Und bitte, Herr, nimm du alles Störende hinweg, dass wir uns konzentrieren dürfen, Herr, auf dein Wort und die Gemeinschaft mit dir. Amen. Ja, das Thema, Sie haben es gehört und sicherlich kennen Sie auch alle diesen Spruch bzw. diesen Wunsch, Hauptsache gesund. Da fragt man jemanden, wie es ihm geht. Da gibt es durchaus hier und da ein paar Problemchen, aber naja, Hauptsache gesund. Oder auch mit der Geburt eines Kindes. Ich habe meiner Frau auch immer gesagt, es ist doch völlig egal, was es wird. Hauptsache, der Jung ist gesund. Oder wenn es um Glückwünsche geht, zu welchem Anlass auch immer, zu guter Letzt heißt es, vor allem wünsche ich dir, bleib gesund. Hauptsache gesund. Ist das wirklich die Hauptsache im Leben eines Menschen? Gehen wir heute Morgen dieser Frage einmal nach. Da haben wir zum Beispiel, wir haben es in der Einleitung gelesen, wir finden das in Matthäus Kapitel 9, da haben wir den Bericht über die Heilung eines Gelähmten in Kapernaum. Und wenn wir jetzt nur einmal von dieser Begebenheit ausgehen, ja, dann müssten wir doch zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Vergebung der Sünden offensichtlich wichtiger ist als die Gesundheit. Lesen wir das noch einmal. Matthäus Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Und er, also der Herr Jesus, er trat in das Schiff, das war am See Genezareth, und er fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Seine Stadt, das ist Kapernaum, eben am See Genezareth, wo sich der Herr Jesus ja immer wieder auch gerne aufgehalten hat. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oha. Das Heil der Seele. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, ist offensichtlich wichtiger als das Heil des Körpers. Und das bestätigt ein Stück weit ja sogar die Medizin und die Psychologie. Ja, man weiß, dass viele Krankheiten psychisch bedingt sind. Beziehungsweise, weil Geist und Seele krank sind, leidet der gesamte Mensch. Was war denn die erste Krankheit in der Geschichte der Menschheit? Ja, das waren nicht Plattfüße, ne, weil man so viel zu Fuß gehen musste. Die Glattalbahn gab es da noch nicht. Nein, es war die Sünde, beziehungsweise der Sündenfall und die damit einhergehende Beschädigung von Geist und Seele. Ja, unmittelbar nach dem Sündenfall, da waren Adam und Eva körperlich wohlauf. Noch nicht einmal Durchfall hat denen ja, das Essen der verbotenen Frucht beschert. Nichts. Körperlich ging es denen blendend. Aber mit dem Befall der Sünde und der Beschädigung von Geist und Seele, ja, da wurde der Körper samt seinen inneren Organen der Vergänglichkeit, dem Alterungsprozess und somit dem Tod unterworfen. Und alles, was danach kam, bis hin zu den Wohlstandserkrankungen heute, hat seinen Ursprung in der beschädigten Seele und dem beschmutzten Geist. Zurück hier zu unserem Text. In den meisten Bibeln ist dieser Abschnitt hier überschrieben mit die Heilung eines Gelähmten, was ja auch nicht falsch ist. Aber was steht denn im Vordergrund? Und was geschah vor dieser Heilung? Wie wir gelesen haben, ne? Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.
Und mit dieser Sündenvergebung wurde dem Gelähmten das größte Gnadengeschenk Gottes zuteil. Hauptsache gesund? Nein. Hauptsache die Schuld ist vergeben. Hauptsache du bist begnadigt. Und mit der Sündenvergebung verbunden ist zugleich das ewige Leben in der immerwährenden Gegenwart Gottes. Und nichts Größeres kann ein Mensch in seinem Leben erreichen. Und deshalb konnte der Herr Jesus diesem Mann hier auch sagen, sei getrost, mein Sohn, obwohl er ja immer noch gelähmt war. Ja? Bitte vergessen wir das nicht. Ohne das Kreuz, ohne den Blick auf die Vergebung und ohne dieses großartige Ziel vor Augen, nämlich die lebendige Begegnung mit unserem allmächtigen und heiligen Gott, ja, da wäre ja dieser Satz aus dem Munde des Herrn Jesus, sei getrost, mein Sohn, blanker Hohn und ein Verächtlichmachen über die Not und das Leid dieses Mannes. Das wäre alles andere als christlich. Wir sehen, die Priorität im Blick auf die Ewigkeit ist eine andere. Da geht es nicht um Gesundheit und Vollkornkost, sondern um deine Stellung vor Gott. Es geht nicht um ein gesundes Organ und gesunde Gliedmaßen, sondern um eine gesunde Seele. Der Zutritt ins Heiligtum wird ja nicht gewährt aufgrund deines Sportabzeichens, sondern aufgrund Gottes Gnade und dem vergossenen Blut des Herrn Jesus. Ja, ich sage es mal bewusst, auch so ganz salopp, ganz brutal, vor dem Allerheiligsten, dem Thron Gottes. Da steht nicht geschrieben, kein Zutritt für Krüppel, sondern kein Zutritt für Sünder. Es sind nicht die Gesunden, die Starken und die Gutaussehenden, die auserwählt sind, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, sondern es sind die aus Gnaden Erlösten, die gerechtfertigt vor Gott stehen werden. Und im Leben eines Menschen kann es demzufolge überhaupt nichts Wichtigeres geben, als einst als gerecht gesprochenes Kind Gottes in die Herrlichkeit einziehen zu dürfen. Und davon spricht auch Paulus, so zum Beispiel im 8. Kapitel des Römerbriefes, wenn er unter anderem davon spricht, dass wir seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes erwarten. Römer 8, Vers 23. Die Erlösung unseres Leibes. Und diese ist dabei nicht im Hier und Jetzt verheißen, sondern mit der Begegnung des Herrn in der Herrlichkeit. Und solange es die Gemeinde auf Erden gibt, da wird es auch innerhalb der Gemeinde Nöte, Leiden, Schmerz, Trauer und Tod geben. Und wer etwas anderes lehrt, liebe Geschwister, der verkündet schlichtweg ein falsches Evangelium. Weiter. In dem Moment, wo deine Sünden vergeben sind, ein für allemal aus Gnaden durch das kostbare Blut des Herrn Jesus, hast du in deinem Leben eigentlich alles erreicht. Egal, wie es dir körperlich, materiell und äußerlich auch gehen mag. Man kann in seinem Leben gar nicht mehr erreichen, als in die Sohnschaft Gottes versetzt zu werden, als sagen zu dürfen, aber lieber Vater. 1. Johannes Kapitel 5 will ich uns lesen. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. 1. Johannes 5, 11 bis 13. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Was willst du mehr? Alles erreicht. Du lebst bereits im Sieg. Du hast die Welt praktisch schon überwunden. Und zwar völlig unabhängig deines irdischen Wohlergehens. Aus dem gleichen Kapitel, 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 4 und 5. 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt.
und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? In und durch Jesus Christus bist du ein Sieger. Du bist ein Überwinder. Und jetzt geht es darum, in diesem Sieg zu wandeln. Es hat nämlich seinen Grund, warum wir noch auf Erden sind und uns der Herr nicht schon längst zu sich geholt hat. Mal ganz ehrlich, am schönsten wäre es doch, ne? Wenn wir mit unserer Bekehrung zugleich dem Herrn entgegen entrückt würden. Kann man sich auch wirklich fragen, warum geschieht das eigentlich nicht? Ne? Wir haben uns bekehrt, Ziel erreicht und der Herr holt uns zu sich. Aber das ist nicht das, was der Herr mit dir und mit mir vorhat. Wir haben nämlich einen Auftrag. Und der Auftrag lautet, Gott anbeten, ihm dienen und vor allem seinen Namen in und durch Jesus Christus verherrlichen. Ja, wir sollen noch hier inmitten dieser Finsternis, ja, ein Licht sein, Salz in unserer faden Umgebung und ein duftender Wohlgeruch in dieser vor Ungerechtigkeit stinkenden Welt. Wir sollen für andere da sein als Zeugnis, damit auch diese die Liebe Gottes in seinem Sohn erkennen und in Anspruch nehmen. Und diese Gottesverherrlichung, liebe Geschwister, geschieht durch ihre Hingabe, durch deine Treue. Jedes Mal, wenn sie beten, haben sie heute schon gebetet? Jedes Mal, wenn sie beten, verherrlichen sie Gott. Jedes Mal, wenn sie geistliche Lieder singen, jedes Mal, wenn sie den Namen Jesus in den Mund nehmen und jedes Mal, wenn sie danken und loben, und wenn es nur in ihrem Herzen ist, rühmen sie Gott. Hier gilt, Hauptsache, Gott wird verherrlicht. Ja, jetzt wird vielleicht jemand einwenden, ja, der Thomas da oben, der hat gut reden, ne? Das ist ja ein Theoretiker durch und durch. Dem geht es ja auch gut. Der ist blutjung, strotzt vor Kraft, sieht blendend aus. Ja, also vieles stimmt jetzt nicht von dem, was ich gesagt habe. Aber tatsächlich bin ich, was das Leid anbelangt, ein Theoretiker. Ein Amateur. Gott sei gedankt. Oh ja, ich bin froh und dankbar, dass ich gesund bin und dass auch meine Frau und unsere 5 Kinder sich allgemeinen Wohlergehens erfreuen dürfen. Ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es kann im nächsten Moment schon ganz anders aussehen. Wie schnell ist man doch aus seiner heilen Welt herausgerissen. Natürlich ist die Gesundheit ein hohes Gut. Wir haben allen Grund, jeden Tag dem Herrn zu danken für unsere Gesundheit, für unser Wohlergehen. Hauptsache gesund, ja, das ist menschlich betrachtet ein durchaus berechtigter Wunsch. Wer will nicht gesund sein, gesund bleiben, gesund werden? Am liebsten sogar noch gesund tot umfallen. Ja. Tun wir das nicht so billig ab? Verstehen Sie mich dahingehend bitte nicht falsch. Ja? Hauptsache gesund, ja, es hat seine Berechtigung. Und wer weiß, wenn sich mein Leben einmal dahingehend radikal verändern sollte, naja, wie ich mich dann verhalte und ob ich dann immer noch hier stehe und so schlaue Sprüche von mir gebe, wenn ich plötzlich nicht mehr als Laie, sondern als Fachmann aus der Praxis heraus zu Ihnen spreche. Aber es geht hier ohnehin nicht um das, was ich Ihnen zu sagen habe. Hören Sie vielmehr auf das, was Ihnen das Wort Gottes zu sagen hat. Und was sagt Ihnen Gott in Bezug auf die Gesundheit? Einem Paulus hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Andererseits werden wir sehr wohl aufgefordert, für Kranke zu beten, natürlich. Mit all unseren Ängsten und mit all unseren Sorgen und Nöten dürfen, ja sollen wir sogar vor den Thron Gottes treten. Denn auch das dient zur Verherrlichung Gottes bei. Alle eure Sorge werfet auf ihn, ja?
Das ist nicht nur so eine Empfehlung, das ist schon fast ein Befehl. All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7. Wir dürfen auch für unsere eigene Gesundheit danken und bitten, selbstverständlich. Gesundheit sollte uns niemals gleichgültig sein lassen oder gar überheblich, sondern dankbar. Eben weil es ein hohes und keineswegs selbstverständliches Gut ist. Aber es gilt eben in allen Bereichen des Lebens, ob krank oder gesund, ob reich oder arm. Es gilt, den Herrn zu verherrlichen, mit und in ihren Gaben. Wie es Paulus der Gemeinde in Philippi ja auch schrieb, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Und wir könnten auch sagen, es sei durch Krankheit oder durch Gesundheit. Hauptsache, Christus wird hochgepriesen an meinem Leib, in meinem Leben, völlig unabhängig meines körperlichen oder materiellen Zustandes. Und Paulus, der das geschrieben hat, der Gemeinde in Philippi, der war im Gegensatz zu mir kein Theoretiker. Er kam aus der Praxis. Er war krank. Er war ein Verfolgter. Er war ein Gefangener. Ja, er wusste, was es heißt zu leiden. Ja, das Leid, es wurde ihm ja von Beginn an sogar verheißen. Und dennoch hat sich Paulus ganz und gar für Gott dahingegeben. Obwohl er wusste, das wird jetzt wahrlich kein bequemer Spaziergang, sondern ein Marathonlauf bis an die Grenze der Erschöpfung, bis hin zum Märtyrertod. Menschlich betrachtet hätte er es sich als Pharisäer und Verfolger der Gemeinde doch gut gehen lassen können. Aber all das hat er letztlich für Dreck erachtet gegenüber der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu. So heißt es in Philipper Kapitel 3, Vers 8. Und wenn wir Paulus jetzt fragen könnten, ja, was ist die Hauptsache im Leben eines Menschen? Ich glaube, er würde nicht im Traum dabei an die Gesundheit denken. Was ist die Hauptsache, Paulus? Die Gnade, die Erkenntnis und die Wahrheit in Christus, die Vergebung, die Erlösung, die Anbetung, die Verherrlichung, die Liebe und. Aber von Gesundheit kein Wort. Und diese Gesinnung, liebe Geschwister, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, sollte auch uns antreiben. Und das kann geschehen. Ja, selbst wenn du ans Krankenbett gefesselt bist oder im Gefängnis sitzt. Martin Luther King sagte, es kommt nicht darauf an, dem Leiden zu entgehen, sondern das Leiden sinnvoll zu ertragen. Aber wie? Aber wie, magst du einwenden? Thomas, hör doch auf. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin am Ende, wertlos und für nichts zu gebrauchen. Oh, da irrst du dich aber ganz gewaltig. Vor der Welt bist du in deiner Schwachheit vielleicht ein Nichts. Unsere Gesellschaft, die mag dich längst abgeschrieben haben, aber für Gott bist du so viel wert, dass er sogar seinen einzigen Sohn für dich hingegeben hat. Und Gott hat das ganz bestimmt nicht getan, um dich unterwegs fallen zu lassen. Zu hoch, zu kostbar war der Preis, als dass er auf dich jetzt verzichten wollte. Und er trägt dich nicht nur durch, sondern er verleiht dir auch tagtäglich die nötige Kraft und Freude, um ihn zu verherrlichen. Durch dein Gebetsleben zum Beispiel, deine finanziellen Zuwendungen, durch dein Zeugnis, dein Vertrauen, deine Dankbarkeit und Zufriedenheit, auch durch dein geduldiges Ausharren, dass du nicht irre wirst am Herrn, mit deinem Schicksal womöglich haderst, sondern selbst im Leid dem Herrn die Ehre gibst. Ja, glaube nicht, dass der Dienst eines Überseemissionars
der Zehntausende von Kilometern zurücklegt, hier predigt und da missioniert, hier Literatur verteilt und dort praktisch Hand anlegt, der vor Kraft fast nicht laufen kann und voller Energie ist, dass dieser Dienst wertvoller ist als dein Gebet, als deine Gabe und als deine Liebe, wodurch auch der besagte Missionar überhaupt erst seinen Dienst tun kann. Ja, der beste 3-Sterne-Koch taugt nichts, ohne den Bauern, ohne den Erntehelfer und ohne der Marktfrau. Bitte, komme dir nicht nutzlos vor, sondern danke Gott und lobe seinen Namen. Du musst bei einem Jungschar-Sommerlager nicht selber da rumturnen und Hand anlegen, aber du kannst dafür beten, du kannst dafür geben. Das ist deine Aufgabe. Wer weiß, ob deine Gebete, deine Freundlichkeit, dein Lächeln, deine Gaben und dein Zeugnis nicht schon viel mehr Herzen überführt haben als manch anderes. Ja, vielleicht ist dein Ausharren im Leid sogar ein viel größeres Reden Gottes, sowohl für dich als auch für andere, als wenn der Herr dich gesund machen würde. Ich bin davon überzeugt, ja, durch Krankenheilungen wird Gott verherrlicht, ja und Amen. Für andere dient es als Zeugnis und als Ermutigung. Gott heilt in seiner Barmherzigkeit auch für den Betreffenden selber und seinen Angehörigen. Aber haben wir nicht schon viel mehr Zeugnisse vernommen? Dahingehend, dass Menschen, Gläubige wie auch Ungläubige, tief bewegt wurden darüber, wie Kinder Gottes das Leid ertragen. Kommen wir wieder zu dem Gelähmten hier aus unserem Text zu sprechen. Gemäß Vers 2 hat ihm der Herr Jesus das wichtigste und größte Geschenk zugesprochen, nämlich die Vergebung der Sünden. Rein äußerlich aber und damit ja auch körperlich hat sich bei diesem Mann ja überhaupt nichts geändert. Er war nach wie vor gelähmt und auf fremde Hilfe angewiesen. Hauptsache gesund. Also wenn das der Fall ist, dann hat der Mann die Hauptsache ja verpasst. Bis hierhin jedenfalls. Und allein diese Tatsache verdeutlicht, wie unsinnig bzw. nicht zu Ende gedacht der Wunsch und die Aussage Hauptsache gesund ist. Es ist gut gemeint, zweifelsohne, stimmt aber schlichtweg nicht. Es gibt Behinderte, es gibt schwerst kranke Menschen, die in ihrem Leid fröhlich, dankbar und zufrieden sind. Für diese Menschen scheint die Gesundheit folglich nicht die Hauptsache zu sein. Sonst hätte für die das Leben doch gar keinen Sinn mehr. Und das ist ja leider auch das, was uns die Welt in ihrem Perfektionismus-Wahn auch einreden will. Und die Folge davon sind nicht nur unsinnige Schönheitsoperationen bis hin zur Magersucht und Depression, sondern was noch viel schlimmer wiegt, Abtreibungen, aktive Sterbehilfe und wer weiß, was noch alles kommt. Hauptsache gesund, Hauptsache perfekt. Was für ein teuflisches Gedankengut. Als der Herr Jesus am Teich Bethesda einen Kranken heilte, der 38 Jahre an seiner Krankheit litt, nachzulesen in Johannes Kapitel 5. Da sagte er diesen, siehe, du bist gesund geworden. Ja, mit anderen Worten, freue dich, sei dankbar, die Gesundheit ist wahrlich ein hohes Gut. Aber dann fährt der Herr Jesus fort und er spricht zu ihm, Johannes Kapitel 5, Vers 14, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Etwas Schlimmeres als deine 38 Jahre währende Krankheit, von der ich dich soeben geheilt habe. Folglich gibt es etwas Schlimmeres als Krankheit. Und wenn es etwas Schlimmeres als Krankheit gibt, muss es zwangsläufig auch etwas Wichtigeres als Gesundheit geben. Ganz plump ausgedrückt, sagt der Herr Jesus diesem Mann, gehe lieber krank und gebrechlich in die Herrlichkeit ein, als gesund und fidel in die Verdammnis.
Ja, was nutzt dir dein Wohlergehen in materieller und körperlicher Hinsicht, wenn deine Seele krankt und du innerlich aufgefressen wirst? Lieber Pickel im Gesicht als Metastasen im Kopf. Ja. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Was bringt es dir, wenn du wunderschöne Augen hast, aber ein kaputtes Herz? Du kannst vor Kraft und Gesundheit prahlen, aber wenn dein Schuldschein nicht zerrissen ist, dann hast du die Hauptsache verpasst. Definitiv. Es bleibt dabei. Sündenvergebung ist weitaus wichtiger und wesentlich wertvoller als Krankenheilung. Der Mann hier aus unserem Text, ja, dem ist Vergebung widerfahren. Und dahingehend könnte diese Begebenheit hier auch enden. Der Mann ist erlöst. Der Gelähmte, er kommt in den Genuss der Gnade Gottes mit der Perspektive vor Augen, in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes auf ewig leben zu dürfen. Und das nicht als Gelähmter, sondern als Geheiligter, versehen mit einem makellosen Herrlichkeitsleib. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja, preis den Herrn. Die anschließende körperliche Heilung, so paradox wie es klingen mag, war eigentlich nebensächlich. So etwas wie eine Zugabe. Und diese geschah jetzt auch nicht in erster Linie um des Gelähmten wegen, der hatte nämlich das Wichtigste bereits erreicht, sondern um Gottes wegen. Die Heilung geschieht, um damit die Vollmacht des Herrn Jesus zu demonstrieren und zugleich zur Verherrlichung des Vaters und des Sohnes. Ja, zur Bekräftigung und zur Bestätigung, Jesus ist der Sohn Gottes und somit Gott selbst. Lesen wir mal weiter hier in unserem Text aus Matthäus Kapitel 9, die Verse 3 bis 5. Matthäus 9, 3 bis 5. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Ne? Nachdem er diesem Gelähmten die Sündenvergebung zugesprochen hat. Gotteslästerung. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Oh ja, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, denen war sehr wohl bekannt, dass nur Gott selbst Sünden vergeben kann. Und deswegen waren die ja auch so empört. Dieser lästert. Niemand kann Sünden vergeben als nur Gott allein. Und erst daraufhin, quasi als Beleg seiner Vollmacht und Gottheit, heilt der Herr Jesus diesen Gelähmten. Der Gelähmte wurde also geheilt. Und natürlich heilt Gott auch heute noch. Wir haben es selber in unserer Gemeinde erlebt und wir werden auch weiter dafür beten, danken und flehen. Aber worum ging es hier? Weiter die Verse 6 und 7. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Wie gesagt, erfolgte die Heilung nicht in erster Linie um des Gelähmten wegen, sondern um Jesu willen. Es geht grundsätzlich immer um den Willen Gottes. Gott heilt, wann und wen er will und nicht, wenn wir oder irgendein charismatisch diplomierter Wunderheiler das möchte. Nirgends. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nirgends im Neuen Testament wird jetzt ein Kind Gottes aufgefordert, einen speziellen Heiler aufzusuchen oder gar irgendwo hinzupilgern. Nein. Du kannst dich selber an den Herrn wenden im Gebet. Der Zugang steht dir offen in und durch Jesus Christus. Und du kannst die Brüder, die Geschwister aus deiner Gemeinde, du kannst die Ältesten hinzuziehen, dass sie mit dir beten können und sollen. Denken wir an Jakobus Kapitel 5. Aber auch da steht interessanterweise das Ausharren und die Geduld im Vordergrund.
Jakobus Kapitel 5, will ich jetzt auch lesen, Jakobus Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Jakobus 5, die Verse 10 und 11. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Ja, zum Vorbild für was? Aufgrund derer Kraft, ihrer machtvollen Taten, ihrer spannenden Reisen? Nein. Nehmt sie euch zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und das bleibt, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen, ja und Amen. Und hier in diesem Fall, ja, Hiob selber, er wurde ja auch geheilt, ja, aber das ist nicht zwingend. Das ist nicht das Wichtigste. Glückselig werden die gepriesen, die ausharren. Und zu jeder Zeit, liebe Geschwister, zu jeder Zeit gab es ja Menschen vom Alten Testament angefangen übers Neue bis hin zu heute, ja, gab es Menschen, die offensichtlich Wunder vollbracht haben. Wobei ich einfach mal dahingestellt lassen möchte, welcher Geist hinter diesen Wundern stand und steht. Die Frage, die sich mir aber stellt, lautet: Was ist aus all den Menschen geworden? Was ist mit den Menschen, die durch ein solches Wunder von ihrer Krankheit geheilt wurden? Wurden diese später rückfällig? Oder sind diese gar gestorben? Haben die ihr Heil, und zwar ihr körperliches Heil, wieder verloren? Oder sind diese nach ihrer Heilung hingebungsvolle, treue und dankbare Diener Christi geworden und haben Gott über allem die Ehre gegeben? Und was ist mit den sogenannten Heilern? Haben diese ebenso Gott gelobt und geehrt? Haben die auch auf die zwingende Notwendigkeit von Buße und Sündenvergebung hingewiesen? Denken wir an das Wort des Herrn: Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht Ärgeres widerfährt. Ja, wie schön wäre es, wenn die Menschen das Geschenk der Rettung und das Geschenk des Ausharrens viel mehr schätzen würden als zeitlich begrenztes Wohlergehen. Hinter was setzen wir das Halleluja und preis den Herrn? Hinter der Aussage: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben? Oder hinter dem Satz: Und er stand auf und ging heim? Hinter beiden ist es berechtigt, zweifelsohne. Aber wichtiger und vor allem bleibend ist es infolge der Sündenvergebung. Die körperliche Heilung ist zwar lebenserleichternd, aber nicht lebensnotwendig. Die Vergebung der Sünden hingegen ist absolut lebensnotwendig. Und von daher, liebe Geschwister, ja, bei allem Leid und bei allem Schmerz, bitte sind wir uns darüber im Klaren: Wenn Gottes Kinder sterben, ereignet sich kein Unglück, sondern wir gelangen vom Glauben zum Schauen. Und Gott handelt individuell völlig verschieden. Elia, er wurde machtvoll in den Himmel entrückt. Und Elisa starb an einer Krankheit. So heißt es im 2. Buch Könige, Kapitel 13, Vers 14. Hier wird eine vom Tod gezeichnete Ehefrau und mehrfache Mutter geheilt. Gottlob. Gottlob zu seiner Verherrlichung, Gottlob zum Wohle der kleinen Kinder, Gottlob auch zur Stärkung des Ehemannes. Und dort wird eine Mutter aus der Familie herausgerissen, den Kindern genommen, und Gott allein weiß warum und vor allem wozu. In beiden Fällen wurde gebetet, gefastet und gefleht. Hier gilt: Dein Wille geschehe. Und glückselig, wer nicht irre wird an mir. In unserem Text, da wurde durch die Heilung Gott der Vater und Gott der Sohn verherrlicht, indem die Volksmenge Gott priesen. Die Parallelstelle im Lukasevangelium, sie spricht davon, dass auch der Geheilte selbst Gott verherrlichte.
So in Lukas Kapitel 5, Vers 25. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und er ging heim und pries Gott. Und in unserem gelesenen Text, da erfahren wir, dass auch die Volksmenge, die ja jetzt Zeuge dieses Wunders wurden, Gott daraufhin priesen und lobten. So in Vers 8. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Ja, die Gesundheit, sie ist wahrlich ein hohes Gut. Bitte halten wir das fest. Und Gott sei gedankt, wenn er uns die Gesundheit schenkt. Aber obwohl Gott barmherzig, einfühlsam und gnädig ist, entspricht es nicht seinem Plan, grundsätzlich immer und jeden am Leib zu heilen. Gottes Wille ist es vielmehr, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und somit an der Wurzel allen Übels geheilt wird, nämlich an Geist und Seele. Das ist die Hauptsache. Es ist keineswegs Gottes Wille, dass es nur gesunde Menschen gibt. Wozu auch? Wäre das doch eher eine Gefahr, hochmütig zu werden und auf menschliche Kräfte zu vertrauen, statt auf Gott. Auch die Krankheit des Paulus zum Beispiel. Sie bewahrte ihn vor Übermut, führte ihn in die Demut und ließ ihm zugleich vor Augen führen, dass alle Ereignisse in seinem Leben, Wunder jeglicher Art mit einbezogen, nicht das Ergebnis seiner Fähigkeiten, seiner Kraft, seiner Weisheit und seiner Intelligenz entstammen, sondern der Macht und der Gnade Gottes. Gott gebührt die Ehre und niemand anderen. Das Leiden des Paulus, es formte zudem seinen Charakter und seine Glaubwürdigkeit. Welch einen Trost und welch eine Freude spendete Paulus gerade auch den verfolgten Gemeinden, obwohl er selbst geschlagen und gemartert war. Er, der zuvor so viel Leid über die Gemeinde gebracht hat. Und ihm hat man diesen Trost und die Hoffnung in Jesus abgenommen. Warum? Weil er selbst nicht in Saus und Braus lebte, sondern in vielerlei Hinsicht ein geplagter Mann war. Und nicht wenige Kinder Gottes, auch aus unserer Gemeinde, können bestätigen, welch einen Segen sie haben erfahren dürfen, gerade in Zeiten der Not und des Leides. Niemals ist man Gott so nahe wie in der Not. Und in dieser Gesinnung, liebe Geschwister, gilt es auch zu beten. Zu glauben, ja Herr, du kannst mich heilen, aber nach deinem Willen. Und dann wirst du getröstet, du wirst getragen und du kannst friedlich im Aufblick auf unseren Herrn auch mit einer schweren Krankheit und Not umgehen, weil du die Kraft von Gott bekommst, seinen Frieden und seine Liebe spürst und erfährst, weil du wissen darfst, dass im künftigen Leben etwas viel, viel Größeres auf dich wartet als nur Gesundheit. Der Herr, er ist es, der dich dahingehend zurüstet. Und er kommt auch mit dir zum Ziel, gemäß seinem Wort aus Psalm 126, Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Ja, vielleicht auf einen ganz anderen Weg, als wir es gerne hätten. Aber glaube und vertraue, dass die Wege des Herrn garantiert die richtigen sind. Und es ist nun mal nicht immer der bequemste Weg, der zum Ziel führt. Oder wie jemand mal sagte, Gott hat uns keinen ruhigen und völlig problemlosen Flug versprochen, aber eine sichere Landung. Und darauf kommt es an. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst auch du mit Paulus einstimmen. Und mit diesen Worten will ich schließen. Aus Philipper Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch gepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Lasst uns noch beten. Ja, himmlischer Vater,
der du Himmel und Erde geschaffen hast. Hab Dank, Herr, dass wir deine Geschöpfe sind. Ja, und mehr noch, wir sind nicht nur deine Geschöpfe, sondern in deinem Sohn sind wir deine Kinder. Und wir wissen, Herr, dass du uns erhältst an Geist, Leib und Seele. Jederzeit dürfen wir dich anrufen in unserer Not. Wir dürfen auch um Heilung und Besserung bitten und flehen. Aber wir wissen auch, dass du uns die Kraft verleihst zur Geduld, zum Ausharren und zum Ertragen. Was immer wir bitten und erflehen, es soll nach deinem Willen, o Gott, geschehen. Lass uns würdige Botschafter deiner Liebe sein hier auf Erden, die Zeit wirklich nutzen, die uns hier noch verbleibt, und dich in allen ehren und loben. Dein Name sei geheiligt, bis in alle Ewigkeit. Amen.